Geschichte von der verbotenen Liebe von Linda Weidmann. Kapitel 8. Und das letzte Mal bei Verbotene Liebe. Ich weiss nicht, wie ich da wieder rauskomme. Um Himmels Willen! Okay! Ein Wort zu jemandem und ein Mädchen geht am Kragen. So musste Dottore schweren Herzens einen großen Verrat an Pantalone begehen. Was aber niemand wusste, Täubchen, Dottores Taube, hatte das ganze Schauspiel mitverfolgt und machte sich schleunigst auf, Raffaele und Roswitha zu folgen. Die Gerichtsverhandlungen finden in Venezia im Doge-Palast statt. Und da es sich in diesem Fall um eine vorgeworfene Entführung handelte, hatte sich der Doge entschlossen, diese persönlich zu leiten. Vor dem Gerichtssaal warteten Pantalone, Tartaglia und Antonio schon sehr aufgeregt auf Dottore, der einfach nicht auftauchte. Keine Sorge, Vater, er kommt sicher. Ach, irgendetwas ist passiert. Das spüre ich in meinem Bauch. Du hättest halt nicht sollen so viel zu Morgen essen. Aber er ist ja schon im Saal. Um Himmels Willen, er hockt ja im Verteidigungsstuhl beim Diego. Das kann doch nicht sein. Er muss ein bisschen durcheinander sein. Ich klär das mal. Pantalone ging auf Dottore zu, der sich ganz nervös den Schweiß abwischte. Als Dottore seinen alten Freund auf ihn zukommen sah, konnte er Pantalone nicht in die Augen sehen. Dottore, was ist los? Du hockst auf der falschen Seite. Nein, Pantalon! Er hockt schon richtig. Dottore ist nämlich mein Anwalt. Wie bitte? Dottore, ist das wahr? Dottore blickte auf Pantalone und sah Tartaglia hinter diesen stehen. Incorrupta verum fidis. Vim mipi affectum est. Was? Tartaglia verstand und übersetzte. Es stimmt. Was? Wieso im Heiligen? Pantalone wollte schon ausrasten, doch Tartaglia drehte Pantalone weg und zerrte Antonio um Pantalone in eine Ecke. Tartaglia, siehst nicht, dass ich gerade so herrlich ausraste? Psst, geht's noch? Psst. Papa, ich glaube, Tartaglia weiss etwas. Und wie Tartaglia was wusste. Er war nicht nur der klügste von Pantalones Dienern, nein, er beherrschte die lateinische Sprache wie ein Ass und hatte somit Dottores Hilferuf verstanden. Er schrieb also auf ein kleines Stück Pergament. Da! Zeig mal. Ernsthaft? Dottore sagt: Vertraue auf die unbestechliche Wahrheit, dass mir Zwang angetan wird. Was soll das heißen? Ach, alter Freund, sag doch einfach, dass du erpresst wirst. Haben die jemanden herausgefunden, wo er amix ins Bordell geht? Kabis, das wäre ja kein Problem. Er hat bisher keine Frau gefunden, die es länger als einen Abend mit seinem Plappermaul aushaltet. Aber Vater, was machen wir jetzt? Woher bekommen wir so schnell einen Anwalt über? Einen, der nicht vom Diego bestochen ist. Pantalone und Antonio blickten auf Tartaglia. No! Bitte, Tartaglia, du hast doch mal Anwalt studiert. Ab! Mein Sprach! Dann singst es! Wir haben keine Wahl! Die Verhandlung fängt! Ich bitte, alle Platz zu nehmen. Wir beginnen mit der Verhandlung im Fall vom Verschwinden von Signora Doralina il Subdolo. Alle nahmen ihre Plätze ein.
Tartaglia, der nun mehr oder weniger keine Wahl hatte, setzte sich als Anwalt neben Pantalone hin. Fangen wir jetzt mit dem Verfahren an. Ich sehe, wir haben da eine kleine neue Aufstellung von der Anwalt. Aus mysteriösen Gründen ist ja gestern unser Staatsanwalt, nachdem er roten Wein aus dem Keller vom Signore Diego getrunken hat, krank geworden. Deswegen übernimmt Signore Capitano d'Espagna kurzerhand unsere Staatsanwaltschaft. Als Nebenkläger ist Signore Diego il Subtolo anwesend und sein Anwalt Signore Dottore da Bologna. Oje, das wird wieder eine lange Verhandlung. Und für den Anklagten Signore Pantalone da Venezia ist Signore Tartaglia, der Stotterer, als Anwalt vertreten. Signore Tartaglia, können Sie überhaupt so eine Verhandlung verteidigen? Wenn es ihm erlaubt ist zu singen, Euer Ehre, dann ja. Singen? Das wird ja eine lustige Verhandlung. Ja, es ist gestattet. Einspruch, Euer Ehren! Singen ist nur Ablenkung in diesem besagten Verfahren und könnte zur... Abgewiesen. Ich wollte nicht jetzt schon lange Vortrag zuhören. So, es handelt sich in unserem Fall ums Verschwinden von der Signora Doralina il Subtolo. Staatsanwaltschaft Signore Capitano ihres Prädolieu. Genau. Ich übergib's Wort an Nebenklägerverteidigung. Genau so machen wir das. Euer Ehren, liebe Geschworenen! Dem Angeklagten wird vorgeworfen, Signora Doralina entführt und Signore Diego erpresst und bedroht zu haben. Zu diesem Schluss kommen wir durch die gefundenen Beweise in Signora Doralinas Zimmer. Der Brief, dessen Schrift eindeutig Pantalones zu sein scheint, und der spezielle Stift, der extra für Pantalone angefertigt worden ist. Dieser Stift wurde von Signore Sercente am Tatort sichergestellt. Wir beanspruchen daher eine Freiheitsstrafe und die sofortige Freilassung der Tochter. Verteidigung von Signore Pantalone ihres Prädolieu. Signore Pantalone hat mit der besagten Vorwurf nichts zu tun. Im Gegenteil, wir glauben, dass all die Beweise falsch sind. Und jemand Signore Pantalone die Entführung wird anhängen. Vielleicht sogar Signore Diego persönlich. Das ist doch hoch. Warum sollte ich meine eigene Tochter entführen lassen? Weil du mich wieder im schlechten Licht stehen lassen. Ruhe im Gericht. Ich verstehe, wie emotional das Thema für Sie ist, Signore Diego. Aber in dem Saal wird niemand unterbrochen. Grazie, Euer Ehren. Wir beantragen daher, den Antrag zurückzuweisen. Ende von Kapitel 8. Geschichte von der verbotenen Liebe von Linda Weidmann. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Grazie mille for watching the lesson.